Ja, auf jeden Fall. Aber wir haben wieder Scheiße gebaut. Hey. Zeig mal, was du hast. Und zwar haben wir ihm das Ding schon verkauft. Ja, jetzt haben wir das Teil zurückkaufen. Haben wir es wieder Eigentor geschossen. Ich habe den Stahl. Und? War Juan auch da? War er. Wusste ich es doch. Esteban, die Ratte, steckte dahinter. Was ist jetzt mit unserer Abmachung? Der Mann, mit dem du reden willst, wartet auf dich in der Kneipe. Sprich mit dem Wirt. Der Wirt. Jetzt bin ich mal gespannt, wer jetzt endlich mal der Attentäter ist. Man muss eben aufpassen, was man so rumerzählt. Vielleicht ist doch der Wirt. So, hör mir auf, der Suppen zu kochen. Hey, du. Huno schickt mich. Sieht aus, als hättest du deinen Mann gefunden. Geh doch mal eine Etage höher, dort wartet jemand auf dich. Was, eine Etage höher? Geht's denn irgendwo auf? Ich befürchte, jetzt wird's gleich Raucher. Ach. Du steckst also hinter dem Attentat. Ja. Esteban steht meinen Geschäften im Weg. Alle Banditen, die für mich arbeiten, lässt er nicht mehr in die Mine. Er sorgt dafür, dass alle für ihn arbeiten. Und nur für ihn. So kann er von jedem Geschäft seinen Teil abkassieren und kontrolliert das gesamte Lager. Ich könnte dich an Esteban verkaufen. Und dann? Was glaubst du, wird dann passieren? Glaubst du, er gibt dir das, was du willst? Vergiss es. Ich habe einen besseren Plan. Willst du an seine Stelle treten? Nein, ich bin Händler. Ich will nur in Ruhe meinen Geschäften nachgehen. Was hast du jetzt vor? Wir werden Esteban aus dem Weg räumen. Das heißt, du wirst ihn umlegen und seine Position übernehmen. Solange seine Leibwächter bei ihm sind, habe ich keine Chance. Dann müssen wir sie dazu kriegen, dass sie abhauen. Und zwar mit der Wahrheit. Welche Wahrheit? Du hast deinen Job erledigt. Du weißt, dass ich hinter dem Attentat stecke. Erzähle das Esteban. Und er wird seine Jungs schicken, um mich zu töten. Ich werde sie hier erwarten. Wenn sie weg sind, kannst du dir den Mistkerl vornehmen. Und ich kümmere mich um die Wachen. Wollen wir das machen? Fisk ist eigentlich immer nett zu uns gewesen. Auch schon im alten Lager bei Gothic 1. Und Esteban ist doch eher der schmierige Typ. Ich glaube, das machen wir sogar. Wir erledigen Esteban. Aha, was haben wir denn da schönes? Tränke. Also das machen wir so, wir locken oder schicken, besser gesagt, die Wachen daher. Und Fisk kümmert sich um die. Und wir kümmern uns um Esteban. Oh, Stärkebonus. Das ist ganz gut. Elixier der Geschicklichkeit. Ach so. So, das haben wir wieder dabei. Ist mir noch gar nicht aufgefallen. So, gestärkt sind wir für Esteban. So, dann werden wir mal die zwei Brüder wegschicken. Damit wir freie Bahn haben. Mich fragt ja keiner. So, grüß dich. Das wird sich nie ändern.
Wegen des Auftrags. Pass auf, ich habe noch andere Sachen. Ich dachte, es interessiert dich vielleicht, wer hinter dem Attentat steckt. Wer ist es? Sag mir seinen Namen, damit meine Wachen ihm den Hals umdrehen können. Der Händler Fisk steckt dahinter. Zurzeit steht er allerdings ahnungslos in der Kneipe und säuft. Gut gemacht, Kleiner. Meine Wachen werden sich um ihn kümmern. Ihr habt's gehört, Jungs. Schnappt euch diesen Fisk. Mich fragt ja keiner. Und wie geht's jetzt weiter? Wie es jetzt weitergeht? Ich sage dir, wie es weitergeht. Fisk wird einen schmerzvollen Tod erleiden. Und jeder im Lager wird davon erfahren. Das wird ihnen allen eine Warnung sein. Das hätte ich dir vorher sagen können. Kriege ich jetzt einen roten Stein? Du hast deine Sache gut gemacht. Jemand wie du hat in der Mine nichts verloren. Ich kann dich hier viel besser gebrauchen. Du wirst im Lager bleiben und weiterhin für mich arbeiten. Glaubst du wirklich? Nehmen wir das da? Willst du mich verarschen? Es war nie die Rede davon, dass ich für dich arbeite. So ein Angebot bekommt nicht jeder. Aber wenn du nicht willst, steht es dir auch frei, das Lager zu verlassen. Wie wäre es, wenn du dein Wort hältst und mir einen roten Stein gibst? Hey, noch ein Wort und meine Wachen müssen dir auch noch wehtun. Welche Wachen? Was? Ach, ich verstehe. Du versuchst mich reinzulegen. Na, warte. Selbstverständlich. Nur noch mehr Ärger. Ja. So, her mit dem roten Stor. Weg mit der Waffen. So, und jetzt schauen wir uns nochmal. Der arme Kerl kann einem leid tun. Ja, Esteban kann wirklich und leid tun. Und die Wachen wahrscheinlich auch. Ja, der hat schon verrammt. Ganz gut. Und wir rammen es noch natürlich nur aus. Weil es das Zeug brauchen nicht mehr. So, wunderbar. So, Fisk. Halt. Hey! Esteban ist erledigt. Darauf habe ich lange gewartet. Ich denke, du hast jetzt einiges zu tun. Und ich muss mich auch wieder um meine Geschäfte kümmern. Also, wenn du noch was brauchst, du weißt, wo du mich findest. Auf jeden Fall, Fisk. So, einen roten Stein haben wir auch. Braucht denn eventuell Emilio einen roten Stein? Hey! Nicht. Weil wir hätten 5. So, und jetzt können wir hoffentlich einmal in die Mine. Da oben der Warte Taurus. Den kennen wir ja auch noch. Du kennst die Regel. Ohne rote Steintafel kommt keiner in die Mine. Vergiss die Mine. Ich muss zu Raven. Selbst wenn. Wir haben hier Regeln. Und die gelten für alle, auch für dich. Kehr wieder um. Wenn du versuchst, ohne Erlaubnis den oberen Platz zu betreten, werden die anderen Gardisten dich umbringen. Das sind die Regeln. Warte mal. Moment, ich hab da einen Stein. Das hätte er auch selbst wissen können. Ich habe hier eine Steintafel für dich. Du hast nicht den richtigen Stein. Nur die roten sind von Bedeutung. Ach so, na, die haben wir natürlich auch. Hey, was ist mit deiner Rüstung? Wo kriege ich so eine Rüstung her? Gar nicht. Die Rüstungen sind Ravens Garde vorbehalten. Ich glaube kaum, dass es eine Aufnahmeprüfung für neue Anwärter gibt. Aber letztendlich liegt die Entscheidung nicht bei mir, sondern bei Raven. Ach so. Mich brauchst du Ich habe hier eine rote Steintafel. Okay, du hast Esteban erledigt. Dann wirst du jetzt seinen Job machen. In der Mine haben sie ein paar Probleme mit Minecrawlern. 3 Butler hat's bereits erwischt. Es ist deine Aufgabe, für Nachschub zu sorgen. meine Meinung kennen. Und wann kann ich endlich in die verdammte Mine? Mach deinen Job. Danach kannst du machen, was du willst. Wäre die Sache anders ausgegangen. Wer erzählt denn sowas? Erkennst du mich nicht? Aus dem alten Lager. Du bist einer der Gefangenen. Das hätte doch Vielleicht warst du einer meiner Gardisten. Und? Keine Ahnung. Macht uns das jetzt zu Verbündeten? Nein, das macht es uns nicht. Vielleicht bist du der Typ, der die Barriere zum Einsturz gebracht hat. Vielleicht hast du auch meine Kumpels umgebracht. Na und?
Die Zeiten sind vorbei. Ich werde mich da nicht einmischen. Das hätte ich dir vorher sagen können. Komm, lass mich rein. Um der guten alten Zeiten willen. Glaub ja, Jetzt nicht, will dass ich dir mal was erklären. Weißt du, warum ich noch am Leben bin? Weil ich immer zu meinen Leuten loyal war. Ich muss nicht mit allem einverstanden sein, was Raven tut. Aber ich werde mich an die Regeln halten. Und das wirst du auch. Möglich ist alles. Ach, jetzt ist er Langweiler. Also er lässt uns nicht eine. Wir müssen jetzt den Job von Esteban einnehmen und Leid finden für die Mine. Wunderbar. Du hast keine Zeit. 3 Steine, 3 Butler. 3 Butler brauchen wir. So, dann gehen wir mal zu Lena. Du wirst in der Mine gebraucht. Du hast ja tatsächlich einen roten Stein für mich. Ausgezeichnet. Jetzt werde ich diesen verdammten Fels zu Krümeln verarbeiten. Ich weiß auch schon genau, wo ich hingehe. Noch eine Sache. Wenn du schürfen gehst, pass auf, dass du nicht zu feste drauf haust. Sonst verkeilt sich deine Spitzhacke im Gold. Ja, also auf zum Arbeiten. So, Finn, du brauchst bestimmt auch Arbeit. Du wirst in der Mine gebraucht. Alles klar, Chef. Du willst den Besten in der Mine sehen? Dann will ich mal wieder. Ach, noch was. Ich verrate dir mal ein Butler-Geheimnis. Ab und zu bietet es sich an, einen Trümmerschlag anzusetzen. Wenn du ein paar Mal gehackt hast und es ist nichts dabei rumgekommen, dann zieh die Spitze der Hacke quer über den Fels. Mit etwas Glück kriegst du so gleich mehrere Brocken. Gut, das kommt dann gleich mal machen. Und Emilio, der mag bestimmt auch noch wieder arbeiten. Also, Du wirst in der Mine gebraucht. So, du bist jetzt also der Boss hier, okay? Dann werde ich mal losziehen. genau, wer nicht arbeitet, kriegt dann auf den Sack. So, jetzt schauen wir nochmal zu Taurus. Ich hoffe, das gefällt mir jetzt. Und er lässt uns auch mal eine. Das habe ich früher auch immer gesagt. Hey, du. Ich habe 3 Kerle losgeschickt. Alles klar. Dann kannst du wegen mir rein. Es ist wichtig, dass ich Raven erreiche. Ach ja. Glaubst du etwa, du kannst bis zu ihm vordringen? Seine Garde hat Anordnung, niemanden vorzulassen. Du wärst tot, bevor du ihn auch nur zu Gesicht bekommen würdest. Also schlag dir das aus dem Kopf. Ich werde mich da nicht einmischen. Ja, das kriegen wir schon irgendwie hin, ne? Auf jeden Fall, sagen wir. Halt! Geh mir aus dem Weg, Wache. Ah, in Ordnung. Du kannst passieren. Auf jeden Fall sind wir jetzt in der Mine. Oh, da liegt der Doda. Knochen eines Skeletts. Ja, ist denn... Muss dieser Knochen eines Skeletts sein oder eines Goblins? Knochen eines Goblins. Also bringt es uns noch nichts. Und wir könnten jetzt nochmal schnell, bevor wir Pause machen, umeinander schauen, ob wir nicht vielleicht doch noch eine Zutat finden. Das war keine große Sache. Haben wir denn genug Stärke? Na, da fehlt uns noch ein bisschen was. Hey, Der hat nichts gesehen. hey, du. Kannst du mir was beibringen? Nur zu gern. Bei mir kannst du deine Geschicklichkeit trainieren. Ja, geschickt sind wir so, schon. Ziemlich. Und haben wir im Moment nicht nötig.
Ja, da können wir gerade wieder einen Heiltrank brauen. Aber uns fehlt ja immer noch das Ding da. Der Goblin-Knochen. Ja, das Blöde ist, es gibt da auch keine Magier, die irgendwelche so Sachen verkaufen. Vielleicht eher da herum. Grün. Ah, nicht. Ja, mit Handel wird's nix. Wer hat denn noch was? Mich brauchst du das nicht zu fragen. Irgendwann muss das hier so. Nichts zu holen. Esteban hat vielleicht Fisk irgendwas dabei. Der ist Händler. Zeig mir deine Ware. Achso, da haben wir schon geschaut. Der hat auch nichts. Und da im Lager hinten ist auch nichts. Halt, können wir da auf? Wunderbar. So, also jetzt machen wir Pause. Jetzt haben wir Fake nur aufgenommen. Und haben wieder genug Material zum Zusammenschneiden. Und da wir wissen, wo wir dann als nächstes hin müssen, stellen wir uns da auf. Genau daher. Heute vielleicht schlafen wir noch bis zum nächsten Morgen. So, also und jetzt machen wir Pause. Genau da vorne.